Mach's nochmal so. Und jetzt hinten. Und jetzt vorne. Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal Svefa on Tour. Ja, alle zusammen. Diese Woche haben wir auf dem Programm Etwas Neues. Und zwar beantworten wir diese Woche eure Fragen beantworten. Ich kann, oder ihr könnt uns die einschicken per E-Mail oder auf Twitter oder Instagram Facebook und so weiter. Und es ist also auch tatsächlich recht etwas reingekommen. Dafür zuerst mal danke vielmals. Ich würde sagen, wir fangen gerade an, weil sonst wir wollen ja nicht, dass das da langweilig wird, nicht wahr? Judith will wissen, ob wir noch irgendetwas an unserem Wohnmobil müssten verbessern oder wollen verbessern oder ob wir mit allem zufrieden sind. Ja, also ich würde sagen, verbessern kann man immer. Aber als nächstes steht sicher mal ein Wechselrichter an. Ja, ich denke auch. Die Kaffeemaschine, die fehlt uns also schon ein bisschen. Genau. Nächstes Jahr im Frühling, wenn wir das Wohnmobil bringen zur Dichtigkeitskontrolle, haben wir schon einen Termin abgemacht. Im März wird es soweit sein und dann wird es auch einen Einbau geben von einem Wechselrichter. Allerdings bin ich da bei diesem Thema gerade noch ein bisschen am Recherchieren und es gibt ja 10'000 verschiedene Varianten und Grössen und Preisklassen und weiss ich was. Wenn ihr also einen habt und einen könnt empfehlen oder eben gar nicht könnt empfehlen, dann schreibt das doch uns unten rein, das würde uns ein bisschen helfen. Aber wir haben ja noch eine Zeit bis im März. Ja, aber es geht schnell. Ja. Als nächstes hat der Louis und Steffi von Cambislos, alle zusammen, hat uns auch noch Fragen gestellt, danke dafür. Sie sind jetzt übrigens sicher in der Wärme und wir in der Schweiz sind ein bisschen am Frieren, aber... Genau, sie sind ja jetzt in Frankreich unterwegs noch und gehen nachher Richtung Spanien, also sie haben sicher nicht so krutiges Wetter wie wir draussen. Genau, aber so ist es halt. Auf jeden Fall wollten sie wissen, warum ist es bei uns eigentlich so ein richtiges Wohnmobil geworden und nicht ein Kastenwagen, wie das jetzt gerade so ein bisschen in ist. Oder ein Van. Ja, also ein Kastenwagen, einerseits haben wir das zuerst uns auch überlegt, weil wir gefunden haben, ja, wenn man den ja in die Garage reinfahren kann, dann könnte man das ja gerade so gleichzeitig als normales Auto brauchen. Leider war die Garage zu klein, also das heisst, wir haben sowieso einen Aussenstellplatz haben. Dann haben wir gefunden, ja gut, wenn wir einen Aussenstellplatz haben müssen, dann darf es vielleicht auch etwas Grösseres sein. Und als es dann ein bisschen um die Preise gegangen ist, haben wir einfach auch festgestellt, die kleinen Kastenwagen, Van oder was auch immer, die sind von der Preisklasse her, also wenn man im neuen Bereich schaut, sind eigentlich eben gleich teuer oder sogar teurer als das Wohnmobil, das wir jetzt haben. Und wir haben ja ein paar Mal deinen Eltern ihr Wohnmobil ausprobieren. Kastenwagen? Genau, und das ist super gewesen. Gerade wenn man in die Städte und so will, ist das super, aber es ist halt gleich immer ein Hin- und Herbiegen von den Kleidern und vom, ja, irgendwie haben wir gefunden, ja gut, also wenn wir für den gleichen Preis etwas Grösseres bekommen und sowieso noch einen Aussenstellplatz haben, dann haben wir uns darum ein grösseres gegönnt. Genau. Dann, der Uwe und Petra haben uns gedankt für unsere schönen Videos. Sie haben dann aber auch gefragt, ob wir nicht einmal Untertitel machen bei unseren Videos. Und ja, ich habe schon ein paar Mal daran gedacht. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie angeschaut. Wir werden sicher in den nächsten paar Wochen, jetzt ist ja Winter, dann hat man ein bisschen mehr Zeit für solche Sachen, werde ich mir das mal anschauen. Also noch nicht in diesem Video, sorry, weil diese Woche habe ich zu wenig Zeit für das. Aber vielleicht nächste Woche, im übernächsten Video dann. Ja, oder je nachdem, wann auch immer dass ihr das schaut, probieren wir das mal aus. Wir haben es verstanden. Ja, und jetzt haben wir noch ein paar so Fragen können zusammenfassen, die man eigentlich relativ einfach kann mit Ja oder Nein oder mit Ich oder Du beantworten. Und das machen wir jetzt. Ja. Ganz klar ja. Ja.
Also, so Nein, so wirklich Angst nicht. Nein. Nein. Ist aber lang gegangen zum Studieren. Was hast du? Nein. Ja. Also... Mit unserem? Ja. Wir mussten mal das Wohnmobil überbrücken. Ja, aber das ist ja keine Panne. Wir sind ja noch nicht mal losgefahren. Ja eben, wir wollten losfahren. Am Freitagabend bei Zeiten. Und dann läutet mir der Sven an und findet, du, wir können nicht losfahren. Wenn ihr die Geschichte ich das verlinke, könnt ihr es oben durch nachlesen. Also es war nur eine kleine Panne. Ja. Ja, also wir haben es vor. Ja. Also nicht die Weihnachten. Also die Weihnachten nicht, aber es aber wir wollen es schon cool. mal. Ja. Also nein. Ja. Also für das Jahr nein. Für das Jahr nein und für nächstes Jahr ja. Nein, machen wir nicht. Nein. Also bis jetzt noch nicht. Bis jetzt nicht. Ja. Ja, haben wir. Und zwar meistens ist es so, dass ich stehe früher auf. Der am Morgen immer früher, das bin ich. Ich muss dann aufstehen ins kalte Wohnmobil und dann mache ich die Heizung an und dann wird Kaffee gekocht und nachher ist es warm. Wenn das nicht richtige Liebe ist. Ja. Danke vielmals. Und nachdem der Kaffee und dann so parat ist, machst du dann meistens das Bett. Ja, ich tue immer bitten. Ja. Das ist so ein bisschen... Das ist ein bisschen beides. Jein. Genau. Wir haben eine Ahnung, wo es könnte hingehen. Und Also zwar, allgemeine Richtung, ja. Also allgemeine Richtung ist wieder Norden, das ist klar, aber wir sind uns noch nicht ganz so im Klaren, ob Dänemark, weil Dänemark haben wir ja dieses Jahr machen und haben ja eigentlich schon ein bisschen geplant, oder Norwegen, also Südnorwegen. Mal schauen. Ja. Wird sich noch zeigen. Ihr kommt es mit über. Ich finde nicht. Ja, okay. Anzicken. Wir haben manchmal schon auch Meinungsverschiedenheiten. Ja, aber meistens hat dann jemand von uns Hunger. Aha, stimmt. Und dann ist es nicht so tragisch. Genau. Und dann, wer kocht einmal? Ich. Ja. Gut. Ja. Auf jeden Fall. 6 Monate, mindestens. Wäre schon noch cool. Wäre noch cool. Mal schauen, ob wir das einmal... Kriegen wir schon mal an. Irgendwann. Ja, definitiv ja. Ja, so ist es. Gut, dann gehen wir jetzt über zu ich oder du Fragen. Das stimmt. Ja. Ich fahre mehr. Ja, du? Ich weiss, ich bin ein kleiner Fresssack. Ja. Ist so. Schlafen ist super. Schlafen ein Hobby von dir. Ja, nein, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben. He? Das Mal sind wir uns recht einig. He? Ja. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen halt eine Frauensache, nicht wahr? Ich weiss es nicht. Ich war noch nie eine Frau, ich kann es nicht beurteilen. Ganz klar. Ich bin's. Er ist ein bisschen internetsüchtig. Ja, ich bin süchtig. Ich gebe es zu.
Ist das also noch schwierig? Du? Also, das heisst, wir wollen eigentlich beide mehr auswärts essen Also und nein, gehen nicht also, zu, oder ich was? muss so sagen, ich koche mega gern. Ich backe auch mega gern. Aber zwischendurch gehen auswärts essen. Einfach zum Anhocken, sich bedienen lassen, nicht müssen abwaschen, nicht müssen abräumen. Das geniesse ich dann schon auch. Ich auch. Also weiter, im Sinne von Also das nächste Ziel. Ja, ich verstehe es so, ja. Ja. Ich habe den Drang. Ich fahre halt so gern und dann, wenn es mir dann langweilig wird, dann finde ich so, komm, Jetzt müssen wir wieder weiterfahren. ein bisschen fahren. Ja, etwas Ja. zu deiner Verteidigung? Nö. Ist halt so. Ist halt so. Was hast du? Ich? Du? Ja? Du bist eine Schleckmühle. Ja, ich bin ein Schleckmut. Wenn jetzt die Frage gewesen wäre, wer isst mehr Glacé, Oh ja. dann wäre es garantiert ich gewesen. Aber so ist es so. Ja. Ja. So, damit wären wir am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Fragen habt... Uns hat es Spass gemacht. Ja, uns hat es Spass gemacht. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt die doch unten rein oder lasst euch die mal uns irgendwie sonst zukommen, E-Mail oder wie auch immer. Aber was ich noch an euch Frage habe, wie habt ihr das gefunden mit diesen Wohnmobil? Ja, schreibt uns das unten rein. Es wird sicher mal wieder so eine Fragerunde geben, vielleicht nicht gerade jetzt dann und so, aber es war cool gewesen. Ja. Bis nächste Woche. Wenn es wieder heisst, Svefa und Tour. Tschüss zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heisst, Svefa on Tour.